Wenn ihr keine Lust habt, am Stau zu stehen, dann kann ihr sich vom öffentlichen Transport feiern lassen, solange ihr eine gute Verbindung habt. Und kostet ja auch nicht. Bald auf den Tag genau, für rund 3 Jahre, gouf den öffentlichen Transport hier am Land gratis. Viele von den Leuten, die mit Zug, Bus oder Tram fahren, wird das natürlich immens gefreut. Es goufen aber auch die harte Bedenken. Unter anderem Gewerkschaften. Valeria Vivinius mit einem Bilan von 3 Jahren gratis öffentlichen Transport. Den 1. März 2020 ass wohl ein Datum, den an Geschicht ergangen ass. Lützeburg ass dat echt Land weltweit gehen, wo den öffentlichen Transport gratis gouf. Zeitungen, Magazinen, Teleschenen, den Grand Duché huet Schlagzeilen Urstadt Welt gemacht. Manner Stau, manner Accidenter, manner Autoen, also auch besser für die Umwelt. Man de beste Chance kein die so gut Touristen ulaklen. Dat alles waren belebten Aussuhen wie d'Affären von der Gratismobilität präsentiert gouf. Man genauso groß wie die Positivresonanz waren aber auch Bedenken. 2 von den größten Kritikpunkten waren, dass Gewalt am öffentlichen Transport kein zuholen und dass die Infrastrukturen nicht bereit sind für die Masse Leute, die könnten auf den öffentlichen Transport zurückgreifen wollen. Einer der Kritiker war auch Milene Bianchi. Sie ist seit 2015 Präsidentin von der Eisenbahngewerkschaft Ciprolux, aber allgemein aus sich nicht gegen Konzept. Die Umsetzung par contre hat zu wünschen übrig gelost. Wat als he gesteuert huet, war eben derweis, wie de politisch den Dossier ugepackt gin ass iwwer Knie gebracht gin, oni iwwerhaft am Vierfeld mat den Transportträger respektiv mat den Sozialpartner darüber geschwert diskutiert zu hunn, wie dat überhaupt kennt umsetzen an engem Zeitraum X. So viel Baustellen, so wenig Diskussionen an für allem nicht genug Zeit. Das waren der Ciprolux hier Hauptkritikpunkte. Eine Meinung, die auch den Transportminister François Bauchnow vollziehen kann. Das war auch recht eine persönliche Meinung. Das ist aber so, dass ich mich überzeugt habe, dass den da soll machen. Das war ja ein Akkord 2013 am Koalitionsaufkommen, weil auch soziale Gründe schon damals bestanden haben. Aber für mich war final etwas wichtig. Ich habe gesagt, es ist nicht mehr d'accord, dass man das schon machen, wenn ich eine Garantie habe, dass das nicht auf die Kosten geht vom Ausbau. Eben. Das heißt, dass man den Ausbau, die Investimente einfach machen. Weil das wäre das Risiko, das hätte ja können sein, dass gesagt wird, so ein bisschen wie Geld. Ich meine, just nur gratis und dann können die Leute das schon holen, was da ist, und noch nicht mehr alles gemerkt. Die letzten 3 Jahre hatten aber den Konträr gewiesen. So erwartet sehr Walden am Ende neue Flot und sich. Und noch so geht viel Riso geschafft, unter anderem gegen die aktuelle Übersaturation vom Netz zu kämpfen. Dank, dass so viele Leute auf den öffentlichen Transport zurückgreifen und Verbindungsnetz das nicht packen, also auch nicht wirklich zur Realität gehen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass rund 2 Wochen Affäre vom gratis öffentlichen Transport hier den ersten Lockdown kam. Und die Pandemie hat auch so immens Auswirkungen auf Passagierzahlen. Seit 2005 waren Passagierzahlen stark umklammen. Mit 25 Millionen Passagieren hat 2019 einen Höchstpunkt markiert. Aber während der Pandemie sind Zahlen am folgenden Jahr aber stark gefallen und haben sich 2021 nicht mehr leicht verbessert. Seit 2022 ist zwar immer bei einer Abwärtstrajektoire, den Zusammenhang zwischen den Passagierzahlen und dem Affären vom gratis öffentlichen Transport können die für den Moment aber noch nicht machen. Trotz der vielen Kritiken am Vorfeld ist die Resonanz auf der Straße noch immer immens positiv. Ich fand das mehr gut, weil ich hatte nicht so dafür all den öffentlichen Transport zu bezahlen. Ich fand es schon ziemlich praktisch, weil sonst muss ich immer 10 € bezahlen und es ist schon viel, weil ich all Tag musste bezahlen. Tout le monde peut y avoir accès continuellement sans se soucier d'un abonnement quelconque. Je trouve ça bien. Also ich fand absolut flott, das ist ja quasi einzigartig an der Welt. C'est intéressant, pourquoi pas? So positiv wie die Passagiere die Gratismobilität auch gesehen, für das Personal vom öffentlichen Transport hat das Konzept eine grosse Umstellung bedeutet. Wir sind beim Georges Malchoss. Hier ist seit 2015 Teil vom Syndikat Eisenbahnen OGBL Landesverband. Er war letzten Sommer der Präsident von der Gewerkschaft. Demnach hat hier auch die ganze Umschwungszeit hautnah miterlebt. Sein größter Sorge waren die Geschehen auf den Garen und Personal am Allgemeinen. Wir haben festgestellt, dass die meisten Geschehen hier in Lützeburg zugemacht gehen.
Am Häden durch gedurcht wat geschieet mat dee Leiit, die do schaffen, Di as soch deel war so geuf, dat sich Gedanke gemerk hun. Aber die Leute die stehen an eng Meisebunner Statut an nur eben dra geregelt, dass van d'Erbegsplatz lo nemmi besteht, dass se dann eng vun der Eisbun eng aner Erbegsplatz kreien de moment an du sinn so deel was ëmgeschult ginn an ernstnecht orientéiert ginn. So ganz einfach wäre dawer net gewircht, so Milen Bianchi vom Ciprolux. Wat auch net so ganz einfach war, dat war fir Leiit, die nach Angestalt ge sie fir an eng Gische zu schaffen, fir ze so gelo soviel Gischien die fallen wäsch, du müsselo besanstoss, du gëselo rekonvertéier, du mat gröst Chance, dass man Leiit konnten ëmschulen ernst das orientéieren am Betrieb selber. Me wann ihr guckt historisch schon mal ein Berufsbild eigentlich aufgeschaffen, das die vu klassische Schalterbeamten. Enger derweis wie de klassische Schalterbeamten ëmgeschult gouf, war fir de Klien an de Garen Informationen ze lieferen. Kritikpunkter ginne dawer nach eng sëllech, ënne anderem wat Tarifikationun vun den Transfrontalien, Pünklechkeet, awer auch Sicherheet am öffentlichen Transport betrifft. Dat weil ihre Statistiken no huet sech zuelo gemalte Situationen nämlich zwischen 2019 an 2022 bald verdreifacht. Ob den Ustieg und Aggressionen an den sich aber wirklich mat der Gratismobilität zu dienen huet, fir onmeiglich zu suen, so de Georges Malchers vom Landesverband. Wat d'Aggressionen no geht an Zichtos natürlich schwéier lo Bilan zu machen, wenn man durch Corona de moment manner Leiit an den Zichhäten, awer doch Äner Probleme lo de Zupeliger durchkommen, sie well oft Diskussionen, wenn mat der Maske pflicht, fir an der Hinsicht schwéier zu so, ob se lo mé liicht hier erbeg könne befälschen, iwwer der oder mich schwéier. Bei Appes schenge sech op alle Fall sowohl Gewerkschaften ewéi auch den Transportminister eens ze sinn. D'Afféierung vum gratis öffentlichen Transport u sech war ein gut Initiativ. Och wann Menungen zur Umsetzung weidauser nie ginn. Wéi fehlt mesureure schlussendlich brucht tun, ass den Amant noch schwéier zu suen. An Baustellen ginnet och noch genug.